Servus beieinander, der Johann Barse ist wieder da. Heute geht es nicht um die große Kochkunst, sondern ums originelle Material, was man so findet auf dem Markt. Und im Moment gibt es einen schönen grünen Spargel. Bevor der gute Weiße kommt, machen wir mit dem Grünen. Der grüne Spargel, der hat Folsäure, Vitamine, mehr wie der Weiße. Entwässert, wir wissen ja, wir kennen das Asparginsäure, das riechen wir ab und zu, wenn wir Spargel gegessen haben. Das ist gesund und was gut ist, wir brauchen den nicht schälen, wir schneiden den oben die Spitzen ab, vom Rest machen wir eine Suppe und das müssen wir nicht lang schälen. Das lassen wir ein bisschen angehen in der Pfanne. Ich mache es jetzt mit Butter, weil ich Butter gern habe. Es geht natürlich auch mit Olivenöl. Ein bisschen salzen, dass wir ein bisschen Geschmack reinkriegen. Und damit es ein kleines bisschen schneller geht, kann man von Nudelwasser schon ein bisschen was rein tun. Und während das gart erzähle ich euch, was ich da noch habe. Ich habe nämlich am Großmarkt wilden Radicchio gefunden. Und den nehmen wir heute mit her. Ein bisschen Radiesal, ein bisschen jungen Zwiebel und eben unseren tollen grünen Spargel. Und es ist so einfach. Wie gesagt, den brauchen wir bloß da fertig machen. Salzen, dann haben wir noch ein bisschen an Pfeffer. Und das dauert nicht allzu lang, schon ist die Geschichte fertig. So. Diesen wilden Radicchio, den habe ich in lauwarmes Wasser eingelegt, weil der natürlich Bitterstoffe hat. Wobei die Bitterstoffe natürlich sehr gesund sind. Die sind verdauungsanregend, aber dass es nicht zu gar wird, habe ich ihn ein bisschen ins lauwarme Wasser eingelegt. Dann kommen wir unsere fertig gekochten Nudeln dazu. Ein bisschen Farbe und was Frisches. Die Zwiebel. Und schon ist ein schnelles, buntes Essen produziert. Rezept findest du da, was ich immer finde. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen.